begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Kinderprogramm. Wir sind ja gerade dabei, die 7 Wunder, die im Johannesevangelium beschrieben werden, wo Jesus gemacht hat, anzuschauen. Und jetzt kommen wir schon zum zweitletzten Wunder. Das letzte Mal, beim letzten Wunder, war Jesus ja in Galiläa, im Norden von Israel. Und bei diesem Wunder war Jesus wieder in Jerusalem. Und dort war Jesus im Tempel und dann ist er aus dem Tempel rausgelaufen und ist in Jerusalem herumgelaufen. Und dann, plötzlich, hat er am Strassenrand einen blinden Mann gesehen. Seine Jünger haben den blinden Mann auch gesehen. Und sie haben Jesus gefragt: Jesus, warum ist der blinde Mann blind? Ist der blinde Mann blind, weil er gesündigt hat? Weil er einen Fehler gemacht hat? Oder ist er blind, weil seine Eltern gesündigt haben und Sachen falsch gemacht haben? Und Jesus hat ihnen gesagt, der Mann, der ist nicht blind, weil jemand etwas falsch gemacht hat. Er ist nicht blind, weil jemand gesündigt hat. Der Mann ist blind, damit Gottes Macht sichtbar wird. Letzte Woche habe ich euch ja schon gesagt, dass durch die Wunder, die Jesus gemacht hat, sichtbar wurde ist, wie gross das Gott ist, wie mächtig das Gott ist, wie viel Kraft und Macht ihm gehört. Und so hat Jesus auch da gesagt, der Mann ist blind, damit die Macht von Gott sichtbar wird. Und dann ist Jesus zu dem blinden Mann angegangen. Er hat auf den Boden gespuckt und ich nehme jetzt für das Wasser, weil man sollte ja nicht umspucken jetzt gerade bei Corona, und hat es auf den Boden da. Und dann hat er das miteinander vermischt. Und das hat dann einen Brei gegeben. So wie da wahrscheinlich. So ein bisschen ein Schlammbrei aus Boden. Weil damals hat es ja noch keine teerte und saubere Strassen gegeben wie bei uns, sondern der Boden war einfach Erde und vielleicht noch ein bisschen Gräsli. Und darum hat das dann wahrscheinlich wirklich etwa so ausgesehen. Und dann hat Jesus den Brei genommen und hat ihn auf die Augen vom blinden Mann gestrichen. Und er hat dem blinden Mann gesagt: «Los, gang zum Teich Schiloach, der war auch in Jerusalem, und wasch dir dort deine Augen aus.» Und der blinde Mann ist sofort gegangen, sofort zum Teich mit dem Erdengemisch auf seinen Augen und hat an dem Teich seine Augen ausgewaschen. Und als er die Augen abgewaschen hat, hat er plötzlich wieder sehen. Ihr müsst wissen, der Mann, der war seit Geburt an blind. Und jetzt hat Jesus den Brei aus Spucke und aus Erde auf seine Augen da. Er hat es abgewaschen und er hat wieder sehen. Jesus hat ihm das Augenlicht geschenkt. Jesus hat so ein cooles Wunder gemacht. Und ihr müsst wissen, der Mann war ja eben seit Geburt an blind. Die Menschen in Jerusalem haben gewusst, dass das der Mann ist, der blind ist. Er konnte darum auch nicht arbeiten und musste am Strassenrand betteln, dass irgendjemand ihm Essen oder Geld gibt. Und dann haben die Leute, die ihn gekannt haben ihn gesehen, rumlaufen, mit sehenden Augen. Und sie haben ihn gefragt: «Hey, ist das der Mann, der am Strassenrand war und gebettelt hat?» Und die einen haben gefunden: «Ja, mal, der sieht wirklich so aus wie der Mann.» Und ein paar haben gefunden: «Nein, das ist sicher nicht der.» Und er hat gesagt: «Mal, ich bin wirklich der Mann, der seit Geburt an blind war. Und jetzt sehe ich wieder.» Und die Menschen haben ihn gefragt: «Hey, wie geht denn das? Wie geht das, dass du wieder sehen kannst?» Und der Mann hat ihnen dann erzählt, was Jesus gemacht hat. Er hat gesagt, dass Jesus vorbeigekommen ist, dass Jesus die Spucke auf den Boden da hat, verrieben hat und eben den Brei gemacht hat und den Brei ihm auf die Augen gestrichen hat. Und dann ist er die Augen auswaschen am Teich und jetzt sieht er wieder. Und ich glaube, die Menschen sind sicher mega verwirrt und erstaunt und haben das gar nicht glauben, weil das hat noch niemand gesehen, das hat es nicht gegeben. Es hat es noch nie gegeben, dass ein Mensch, der seit Geburt an blind war, der hat nichts gesehen, gar nichts, plötzlich wieder sehend war. Plötzlich hat er wieder sehen. Und ihr müsst auch noch wissen, ich habe euch ja schon mal erzählt, bei dem Wunder, wo Jesus den kranken Mann, der seit 38 Jahren krank war, geheilt hat in Jerusalem, dort war es Sabbat. Und das Gesetz beim Sabbat war ja, dass man nichts machen durfte. Man hat nicht arbeiten, man hat gar nichts machen. Das war das Gesetz, die Vorschrift am Sabbat. Und bei diesem Wunder
wo Jesus den blinden Mann sehend gemacht hat, ja, das ist eben auch wieder ein Sabbat gewesen. Und in Jerusalem hat es Pharisäer gehabt. Die Pharisäer, das sind Menschen, die die Bibel mega gut gekannt haben. Die haben die Bibel studiert und ganz viel Ahnung gehabt, was in der Bibel genau steht. Und den Pharisäern ist es mega wichtig, um jedes Gesetz einzuhalten. Sie haben sogar noch mehr Gesetze dazu gemacht, dass die Gesetze aus der Bibel auch ja nicht brechen. Weil sie gar nicht sündigen. Sie wollten auf keinen Fall etwas machen, wo Gott nicht gefällt. Sie wollten auf keinen Fall irgendein Gesetz brechen. Und darum ist es für die Pharisäer so wichtig, dass man sich an diese Regeln hält. Und die Pharisäer haben natürlich auch mitbekommen, dass der Mann plötzlich wieder gesehen hat. Und dann haben sie den Mann gefragt, ja, wie denn das genau passiert ist. Und er hat ihnen das auch erzählt. Und die Pharisäer sind wie beim letzten Wunder so hässig geworden, weil, wie ich ja gesagt habe, den Pharisäern ist es so wichtig, dass man die Gesetze nicht bricht. Und am Sabbat ist einfach das Gesetz, dass man nichts macht. Und jetzt hat Jesus zum zweiten Mal die Sabbatvorschrift einfach gebrochen und hat einfach ein Wunder da am Sabbat. Und sie sind wieder hässig geworden. Sie haben das nicht verstanden. Wieso tut Jesus das Gesetz brechen? Und sie haben gesagt, jemand, der das Sabbatgesetz bricht, der kann gar nicht von Gott sein. Und andere haben aber gefunden, ja, aber er hat so ein riesiges Wunder gemacht. Er hat einen blinden Mann sehend gemacht. Das geht doch nicht, wenn das ein Mensch ist, der sündigen. Sie haben das selber nicht verstanden. Und sie haben, wie gesagt, den blinden Mann gefragt, was dann passiert ist. Und er hat ihnen wieder erzählt, was war. Er hat wieder gesagt, dass Jesus einen Brei gemacht hat und dass er diesen Brei auf seine Augen da hat. Und dann hat er es wieder ausgewaschen und er hat plötzlich sehen. Aber die Pharisäer haben dem blinden Mann, der jetzt gesehen hat, nicht geglaubt. Sie haben die Eltern von dem blinden Mann sogar kommen lassen und haben gesagt, hey, ist dein Sohn wirklich blind gewesen seit Geburt? Und die Eltern haben natürlich gesagt, ja, das ist unser Sohn, der blind war und jetzt sieht er. Aber die Eltern hatten ein bisschen Angst vor den Pharisäern und haben darum auch nicht wirklich viel sagen. Die Pharisäer haben das nicht glauben, dass Jesus so ein Wunder da hat. Hey, aber Jesus, wie ich schon gesagt habe, kann so unglaubliche Wunder machen. Er hat einfach, stellt euch vor, durch so einen Brei auf den Augen sind die Augen sehend worden und Jesus hat das Licht ins Leben von dem Mann gebracht. Und am Anfang von dem Wunder sagt Jesus, dass er das Licht der Welt ist. Und er hat ja wortwörtlich das Licht ins Leben von dem Mann gebracht. Er hat jetzt gesehen, das erste Mal in seinem ganzen Leben hat er wegen Jesus sehen. Hey, und Jesus hat ja eben gesagt, dass er das Licht der Welt ist. Er kann so coole Wunder machen. Er ist Gottes Sohn, er ist das Licht der Welt. Und die schon ein bisschen älter sind von euch, könnt ja mal mit euren Eltern darüber schwätzen. Was bedeutet das denn, dass Jesus das Licht der Welt ist? Und was bedeutet das für uns, wenn wir an Jesus glauben, dass er das Licht der Welt ist, das in uns lebt? Und die Lust haben, können ja mal miteinander schauen, wie das ist, wenn man dann nichts sehen kann, wie es dem Mann das Leben lang gegangen ist. Ihr könnt mal eure Augen verbinden, vielleicht habt ihr ein Augenbinde oder vielleicht habt ihr irgendeinen Schal oder ein Tüchlein. Und dann könnt ihr mal probieren, blind etwas malen oder etwas essen. So ist es nämlich dem blinden Mann das ganze Leben gegangen. Er hat nichts gesehen, keine Farbe, gar nichts. Er hat das Essen nicht gesehen, das er gegessen hat. Vielleicht hat er auch mal etwas malen, aber er hat einfach gar nichts gesehen. Können wir mal schauen, wie das war, wie es dem Mann ergangen ist, bevor Jesus ihn getroffen hat, bevor Jesus Licht in sein Leben gebracht hat. Und dann können wir mal sehen, wie das ist. Und können mal überlegen, was das bedeutet, dass Jesus Licht in unser Leben bringt. Und können Jesus Danke sagen für das. Danke, dass wir sehen dürfen und danke, dass Jesus Licht der Welt ist. Hey, ich wünsche euch ganz viel Spass beim Ausprobieren, wie das ist, zum blind etwas essen oder malen. Viel Spass dabei. Macht's gut.